Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Reisefreunde aus der Ukraine. Ja, es sieht nicht nur so aus, wir sind immer noch in Lviv, wir sind noch nicht weitergekommen. Diese Stadt fesselt uns, wir würden am liebsten noch viel länger hier bleiben, aber irgendwann muss die Reise ja weitergehen. Bevor die Reise jetzt aber weitergeht, müssen wir erstmal frühstücken gehen. Bei unserem super 20-Euro-Hotel gibt es nämlich kein Frühstück und da müssen wir jeweils in die Stadt gehen. Ist ja voll doof, oder? Eine erste Schokolade haben wir uns schon geholt beim regionalen Starbucks, das nennt sich hier Aroma Kava. Hat natürlich einen Löwe auf der Tasse, das ist so ein bisschen das Symbol von Lviv. Die Schokolade selber, die kann man nicht trinken, die ist eine absolute Katastrophe. Und ja, Chemiebombe. Ich würde sagen, wir starten zusammen in den Tag, zusammen in den dritten Tag in der Ukraine und ihr seid natürlich mit dabei. Los geht's! Frühstück ist da, wir haben uns dafür ein richtig spezielles Lokal ausgesucht und zwar das Centaur auf dem Marktplatz hier in Lviv und das war ehemals das KGB Spionagecafé, also von hier aus wurden die Bewohner bis 1991 von der Sowjetunion abgehört, also richtig krass eigentlich. Wir haben in den letzten Tagen richtig viel über das erfahren und das ist eine ganz tragische Geschichte eigentlich. Wir genießen jetzt aber hier unser Frühstück und für mich gibt es Shashak, das ist so ein typisches ukrainisches Eiergericht auf Toast und ich bin gespannt, wie das schmeckt. Für Steffi gibt es Rührei und danach geht es dann schon bald raus aus der Stadt. Weil wir jetzt ein bisschen vorwärts machen müssen, um 11 Uhr ist Checkout, schnippen wir uns zurück im Hotel, wo wir die letzten 2 Nächte verbracht haben. Jetzt packen wir hier unsere 7 Sachen noch schnell zusammen, zeigen euch ein paar Bilder hier von unserer Unterkunft, halt ein bisschen und dann ja, geht's los, hoffentlich heile aus dieser Stadt heraus. So ihr Lieben, wir ziehen zurück in Karl nach 2 Nächten im Hotel. Ist auch mal ganz cool, wieder so in einem Hotel zu schlafen, mit einer Dusche gleich nebendran und alles. Aber wir sind jetzt auch froh, wieder zurück in Karl zu gehen, weil wir schlafen einfach nirgends so gut wie in unserem eigenen Bett. Das ist ja das Coole, wenn man mit dem Camper reist, dass man immer im gleichen Bett schlafen kann. Das ist einfach mega cool. Darum freuen wir uns jetzt zurück in Karl zu ziehen, auch wenn der Tag heute wahrscheinlich ziemlich anstrengend wird. Erstmal jetzt zur Stadt rauszufahren, das wird ein echtes Abenteuer. Das Hotel an sich, ich verlinke euch das unten, das ist super cool, richtig günstig, zentral, einfach wirklich mega praktisch. Vor allem, wenn ihr mit dem Camper anreist und vielleicht nicht unbedingt in der Stadt parken wollt, dann haben die hier einen super Parkplatz. Der Parkplatz hat allerdings einen riesengroßen Nachteil und das ist dieser Hund, den ihr jetzt gerade seht. Wir haben keine Ahnung, warum der hier hinten angekettet ist. Der kommt nicht weg, der lebt hier und freut sich immer, wenn jemand vorbeikommt und ihn streichelt. Absolut unverständlich für uns, aber das müssen wir so hinnehmen. Anderes Land, andere Sitten. Ja, traurig, aber jetzt geht's los. Gerade getankt. Der Liter, der kostet 28 Uta, ukrainische Taler. Insgesamt haben wir 65 Liter getankt, 1830, 92 Uta kostet uns das und wie viel das umgerechnet ist, das schreiben wir jetzt noch. Louis ist übrigens da vorne am Zahlen. Ja, zum Ende unserer Reise wird es jetzt wirklich nochmal richtig abenteuerlich. Ich erinnere mich so ein bisschen an den Anfang unserer Reise. Tanken ist auch so eine Sache, vor allem wenn man die Sprache nicht versteht und nicht mal weiß, was Diesel ist. Zum Glück wurden wir betankt von einem ganz netten Herr. Ich musste in dieser Zeit die Kreditkarte als Pfand hinterlegen. Wir haben jetzt für 65 Liter Diesel 55 € bezahlt, was natürlich richtig geil ist. Das ist unter einem Euro für den Liter Diesel. Ja, richtiges Abenteuer. Wir sind mittlerweile aus Lviv draußen und ja, die Straßen sind wirklich in einem viel besseren Zustand als noch in der Stadt. Für uns geht es jetzt noch 3 Stunden quer einmal durchs Land an unser erstes Ziel. Es bleibt spannend, ihr seid mit dabei.
Nach einer schier endlosen Fahrt durch die Kornkammer von der Ukraine, da sagt man so, weil es so viel fruchtbares Land da hat und so viele Anbauflächen, haben wir jetzt wieder mal die nächste Großstadt erreicht, Ivano-Franko. Was sagt der Ivano-Franko, aber sie heißt nicht ganz so, steht hier zu dran. Ja, jetzt stürzen wir uns da wieder ins Getümmel, wir werden aber wahrscheinlich nicht anhalten, weil das ist einfach viel zu gruselig. Wir zeigen euch gleich die Bilder. Ja, anstrengend diese Ukraine. Wir sind jetzt ja gut 3,5 Stunden gefahren von Lemberg bis hierher. Eins unserer ersten Ziele, wobei wir eigentlich hier nur auf der Suche nach Touri-Informationen waren. Aber ja, jetzt haben wir hier einen Touri-Hotspot gefunden. Bis anhin, die letzten 3,5 Stunden, war eigentlich pure Armut, sehr einfache kleine Dörfer. Die Straßen waren mehrheitlich gut, gab zwischenzeitlich aber auch echt scheiß Abschnitte. Ihr seht sie jetzt auch den Bildern an. Also es war teilweise total hektisch, stadtmäßig, dann wieder richtig kornkammermäßig. Louis hat euch das ja vorher erklärt. Und ja, jetzt sind wir hier wie in so einer kleinen Blase für Touristen und schauen uns mal ein bisschen um. Also ich persönlich hätte nach 200 Kilometern durch diese, sage wir mal nett gemeint, abwechslungsreiche Landschaft nicht so ein Konsumtempel erwartet. Es ist unglaublich, was hier betrieben wird und auch die Preise sind unglaublich. Ihr müsst euch vorstellen, ein Bungee-Jump kostet 10 Euro. 10 Euro. Es gibt natürlich auch wieder die unschönen Dinge wie diese Steinadler, die sie da zur Belustigung halten. Tragische Sache, aber eben wie schon heute Morgen gesagt, anderes Land, andere Sitten, man darf kaum darüber nachdenken. Es ist echt krass. Wir sind übrigens mittlerweile in den Karpaten, in den Waldkarpaten der Ukraine und darum wird es auch so wahnsinnig touristisch sein. Es ist heute übrigens der 19. September und ja, wir haben 30 Grad draußen. Wir fahren jetzt weiter, machen uns langsam auf die Suche nach einem Schlafplatz. Es ist mittlerweile schon 4 Uhr nachmittags und weil das in der Ukraine ja nicht ganz so einfach ist, werden wir uns jetzt langsam darum kümmern. Außer es kommen noch mehr solche Hotspots, ihr werdet es erfahren. Weiter geht's. Unterwegs kommt man ab und an einem Pass vorbei und das kann dann auch mal so aussehen. Fällt man ja irgendwo her, oder? Stellst du Jochen Kohl lässt grüßen zu, aber es gibt ein paar Souvenirs oder Kuhfälle, je nachdem. Ja, und jetzt Geht's wieder runter.
Leute, wir können es ja selber kaum glauben, aber wir haben tatsächlich so etwas wie einen Campingplatz gefunden. Mit Dusche, mit Toilette, mit wunderbarem Stellplatz. Eigentlich schon fast mitten in der Natur mit einem ganz, ganz lieben Besitzer, der uns jetzt gerade die Dusche einheizt. Das geht nämlich über Feuer. Richtig cool. Und ja, Steffi wird euch dann später das alles noch zeigen. War ein ziemlich intensiver Tag, oder? Ja, und deshalb gibt es für uns jetzt erstmal Stößchen, noch die letzten Sonnenstrahlen hier genießen. Ja. Und ja, dann planen, was wir morgen alles so Tolles hier erleben wollen. Aber es ist echt sehr, sehr intensiv. Also ich bin ziemlich auf der Fresse von den ganzen Eindrücken. Ist halt echt also es ist halt echt anstrengend, weil man sich echt total konzentrieren muss. Es ist gefährlich, so viel kann man sagen. Es ist wirklich fast schon ein bisschen lebensgefährlich, aber man muss einfach mitdenken und die ganzen Unterschiede, arm, reich, alles mögliche, unglaublich. Also wir stoßen jetzt erstmal an. Kommen ein bisschen zur Ruhe und dann später für euch noch die Bilder vom. Genau. Und schon ist wieder der erste Morgen. Aber heute habe ich einen sehr, sehr guten Grund, warum wir das Video nicht gestern schon beendet haben. Ich war nämlich völlig betrunken. Ja, das ist kein Witz, das war wirklich so. Die Geschichte kurz zusammengefasst. Ich dachte, ich biete dem Gastgeber ja noch einen kurzen Schnaps an, dass wir sozusagen die Zusammenkunft feiern können, dass wir hier übernachten dürfen. Ja, nach 2 Schlück oder 2 Gläsern hat er dann seinen eigenen Schnaps hervorgezaubert. Er sagte dann nur, er hätte 50 Volumenprozent. Ja, ich habe dann davon 3 oder 4 Gläser getrunken und bin schon um 9 Uhr eingeschlafen. Also ich hätte definitiv weder vor noch hinter der Kamera einen guten Job gemacht. Darum haben wir das auf heute verschoben und wir zeigen euch kurz, wo wir hier genächtigt haben. Wenn ihr auf diese Seite schaut, haben wir hier für Karl einen super guten Stellplatz direkt auf der Wiese gefunden. Natürlich ohne Strom oder irgendwas brauchen wir ja auch nicht. Direkt daneben ist das wunderbare Toilettenhäuschen. Das gucken wir uns auch noch schnell an. Das Ganze sieht so aus. Einfach, aber praktisch, genau. Das große Problem an diesen Toilettenhäusern ist allerdings, in diesem Haus da drüben, das ihr gesehen habt, ich zeige euch das kurz, da wohnen Weißrussen und die arbeiten in der Ukraine und die haben da drin keine Toilette. Also sind sie heute Morgen um 6 Uhr hier auf die Toilette. Jeder hat noch neben unser Auto, wie sagt man, gerotzt. Ja. Alle dermaßen vom Rauch und die Luft. Ja, es war gestern Abend hier noch ein kleines Gelage. Ja, schauen wir uns noch kurz ein bisschen mehr um. Hier hat es einen Baumnussbaum. Walnussbaum. Da hat er uns gestern auch noch ein paar Nüsse zum Schnaps dazu. Zum Schnaps gereicht, genau. Und hier dahinter ist das Holz. Das hat er gestern gebraucht, um die Dusche einzuheizen. Ihr seht die Bilder gerade im Hintergrund. Ja, ich denke, die Ukraine ist wirklich zum Schluss noch das allergrößte Abenteuer unserer Reise. So haben wir noch nie geduscht, aber es war ultra angenehm. Und was mir Steffi nicht gesagt hat, obwohl sie zuerst duschen war, sie hat nämlich ein bisschen Wasser auf den heißen Ofen getropft und hatte so quasi eine kleine Sauna. Dampfdusche, daran habe ich leider nicht gedacht. Aber es war echt ein Riesenabenteuer, unglaublich. Aber wir sind so froh, haben wir gestern diesen Stellplatz noch gefunden. Und kein Witz, der ist übrigens sogar bei Park4Night eingetragen. Also den haben wir nicht selber gefunden, der ist bei Park4Night eingetragen, weil wir können ja die Schilder nicht lesen. Und das ist ein riesengroßes Problem. Also wir können auch nicht lesen, wenn es einen Campingplatz hätte. Es geht nicht. Hier hat es dann noch einen kleinen Aufenthaltsbereich, wo man sich hinsetzen kann. Ja, hier hat es ja sogar Decken. Genau, hier hat es auch Licht ein bisschen und hier ist dann auch die einzige Steckdose des ganzen Platzes, wo man etwas aufladen könnte. Das hat er mir gestern auch noch gesagt. Also er war total nett, aber sprachlich war es ein bisschen schwierig. Er war super nett, konnte ein paar Brocken Deutsch, Englisch ging gar nicht und wir haben uns ganz intensiv noch über Politik unterhalten und wir haben wirklich noch viel erfahren über die Probleme, auch wenn die Sprachbarriere relativ hoch war. Ausgeschlafen sind wir, auch wenn es am Morgen früh, wie gesagt, ein bisschen lauter war, aber wir waren so früh im Bett. Jetzt mit großem Kopf und ein bisschen Kopfschmerzen planen wir den Tag. Nimm das Steuer, ha? Genau, planen wir den Tag heute, was uns erwartet.
Wir fahren weiter durch die Waldkarpaten in der Ukraine und wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Video wieder mit dabei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert fleißig unten, wie ihr die Ukraine findet. Wollt ihr auch mal hier hinfahren? Würde mich sehr, sehr interessieren. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.